Heute ist ein komischer Tag. Irgendwie ist alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Zuerst hat mein Flugzeug Verspätung, dann verpasse ich meine Mitfahrgelegenheit und jetzt bin ich in dem Hotel gelandet. Mein Name ist Eugene Vickery und ich mache ein Praktikum in Berlin. Ich bin eigentlich nur kurz in der Schweiz, um meinen Bruder den Marc juristische Fragen zu beraten. Er will Corippo im Tessin touristisch aufwerten. Und bei so einem kleinen verschlafenen Dörfli führt das natürlich zu Problemen. Zum Glück konnte ich von einer Kollegin ein Auto auslehnen. Aber ich kann es erst morgen haben und darum bleibe ich jetzt noch eine Nacht in Zürich. Bericht über Succeed, die bekannteste Energy-Drink-Marke der Welt und ihr schneller Weg zum Erfolg. Die Stadt Winterthur hat neue Pläne für die Nutzung des Stadthauses. Hat gerade mein iPad tönt. Aber ich habe es doch auf lautlos gestellt. Sonst würde ich ja auch immer geweckt in der Nacht, wenn ich ein Spam-Mail bekomme. Ich habe gar kein Mail bekommen. Wieso hat eigentlich mein iPad tönt, obwohl ich kein Mail bekommen habe? Das macht doch keinen Sinn. Ausser vielleicht sind ja die Boxen vom iPad kaputt. Aber wieso soll es dann tönen? Nein, das macht keinen Sinn. Dann muss es an der Software vom iPad liegen, dass es tönt hat. Man sagt ja, dass wenn man das iPad nie abstellt, funktioniert es immer schlechter. Zwar beim Flug habe ich das iPad ja müssen abstellen. Wahrscheinlich ist es einfach zu alt und hat darum ein paar Macken. Ja, das wird sein. Es ist mal wieder Zeit, um ein neues iPad zu kaufen. Ah, fuck. Ich kann einfach nicht einschlafen. Was ist denn da gsi? Da ist doch etwas gsi. Nein, das ist etwas früher. Es ist erst nachdem er das komische weiße Pulver reinschüttet. Dann läuft er ab der Bühne zu dem Stehtischli. Jetzt dann gerade. Genau da! Da ist doch etwas aufgeblitzt. Mal schauen, ob ich genau dort stoppen kann. Was? Das ist ja ein Succeed. Wird ich etwa durch die Werbung manipuliert, zum Succeed zu trinken? Und weil ich am Abend nicht einschlafen kann, bin ich den nächsten Tag übermüdet und brauche Energy Drinks zum Wachwerden. Und am Abend, wenn ich Fernsehen schaue, werde ich wieder aufgefordert zum Trinken und kann nicht schlafen. Das ist ja völlig absurd. Nach dem Ausleeren noch auswaschen. Meine Eltern haben schon recht gehabt. Immer sauber und clean bleiben. Das kann doch nicht sein, dass niemand von dieser unterschwelligen Werbung weiss. Die aufblitzenden Bilder sind ja so offensichtlich. Und sie wirken auch. Vor ein paar Jahren war ja noch Red Bull der Energy Drink. Und innerhalb von kurzer Zeit wird nur noch Succeed getrunken. Weiss echt der Fernsehsender von unterschwelliger Werbung? Aber vielleicht sollte ich sie zuerst darauf aufmerksam machen. Wahrscheinlich wissen sie ja nichts. Dann wenn die mit denen unter einer Decke stecken. Nein, diesen Skandal können die sich ja nicht leisten. Wenn das rauskommt. Sehr geehrte
Damen und Herren. Gestern Abend habe ich in Ihrem Programm kurz aufblitzende, unterschwellige Frames von Saxiddosen entdeckt. Also machen Sie sogenannte subliminale Werbung, welche verboten ist. Wissen Sie von dieser Manipulation? Hey Marc, hast du das Mail gesehen? Ja, ich bin gut angekommen. Aber hast du das Mail gesehen? Und? Ja, eben, es ist verboten. Die Leute könnten uns alle manipulieren und niemand würde es merken. Wir müssen die Sache unbedingt an die Öffentlichkeit bringen. Ich habe schon den Medien geschrieben, bis jetzt leider noch keine Antwort bekommen. Aber du hast das Frame gesehen. Ja, ich bin etwa in 3 Stunden bei dir. Ich warte jetzt gerade auf eine Kollegin, die mein Auto bringt. Mhm. Okay. Ciao. Bis dann. Hey Malaika, hey. Ganz gut? Ja, danke Mama. Ja, ich muss dir etwas erzählen. Gestern Abend, hey, shit, ich bin am Fernsehen gesessen. Da nimm den und ich Schlüssel. Was? Der Lichtschalter klemmt ein bisschen beim Auto und ja, wir sehen uns und hören uns. Und pass Okay. auf dich auf, tschüss, ich muss gehen, tut mir leid, tschüss. Ciao. Malaika war auch hergestresst heute. So richtig kurz abgebunden. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn sie Saxid Energy Drinks trinken würde. Ich meine, sie hat genau so die Symptome gezeigt von diesen scheiß Saxid. So völlig ungeduldig, nervös, sie kann nicht mehr zu Ende denken. Und genau wegen dem sieht man ja die Manipulation nachher nicht mehr. Also bei ihr würde es mich echt nicht überraschen. Die Malaika trinkt ja wirklich Saxid. Sehr geehrter Herr Vickery, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die S&C Media Group nichts von diesem Phänomen weiß. Fuck. Sie sehen es nicht. Aber das Mail ist zu kurz. Sie haben meine Sachen sicher gar nicht genau angeschaut und mich einfach direkt abgewimmelt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich die aufblitzende Saxidose gesehen habe. Es ist wirklich da. Ich lasse mich einfach abwimmeln, weil ich lästige Fragen stelle. Wahrscheinlich wissen sie auch über Saxid-Werbung Bescheid. Sicher bekommen sie dann auch noch Geld von denen und stecken mit denen unter einer Decke. Haben die denn so viel Macht? Energy Drinks sind ja schon ein Millionengeschäft, aber ich muss unbedingt zu meinem Bruder. Er weiss sicher, was zu tun ist. Entschuldigung, Ja? du hast es auch gesehen, gell? Du meinst, was sie da machen? Ja, genau.
viele Fotografin und haben diese Zeitdosen fotografieren. Shit, gehörst du nicht zu dieser Verschwörung? Nein, ich habe mich geweigert. Aber seitdem beobachte ich mich immer so Anzugträger mit Krawatten an. Ich bin eigentlich nur angekommen, um mich zurückzuziehen und die einzigartige Architektur zu fotografieren. Ich glaube, da kommt einer. Was? Ciao! Hä? Wo? Fuck! Ein Typ mit einer Krawattennadel am Anzug. Einfach unauffällig hinten reinlaufen. Nur nicht aufregen. Vorne rechts bin ich dann gerade bei meinem Bruder. Der Typ muss ja wohl nicht dort hin, wo ich muss. Ah, fuck! Gerade rechts. Und dann auch noch links abbiegt, dann geht er genau dort durch, wo ich will. Scheiße, er tut mich vorverfolgen. Was will der nur von mir? Weil ich das mit Saxid herausgefunden habe. Oder runter? Gescheiter runter. Im dunklen Loch kann ich mich vielleicht verstecken oder sie findet mich Angst das nicht. Da hat sie eine Axt. Also recht zu. Mit der Axt könnte ich mich verteidigen. Es ist nur ein Zeichen für Gefahr. Nur ein Zeichen für Gefahr. Also weiter durchbeissen. Sollte ich ausschalten, weil ich das mit Saxid herausgefunden habe. In was bin ich pfeife denn da geraten? Links zu. Stellt alles sicher und zuverlässig zu. Links kann also nicht falsch sein. Rechts! Ich muss rechts! Links ist Privatgrundstück, da wird mich sicher erschiessen! Wo soll es freien? Da! Die blaue Plane! Da ist die Farbe von der Polizei! Da bin ich in Sicherheit! Schnell zu meinem Bruder, das ist der Einzige, der mir helfen kann! Die ganze Welt von denen manipuliert, sogar die Polizei! Was haben die? Katzen verschwinden. Oh, ich bin da gelandet. Da der Pfeil am Boden und dann bin ich dort. Ich habe es dann gerade geschafft. Durchbeissen mit meinem Bruder bin ich Schwächling, endlich in Sicherheit. Durch die Türen durch und dann habe ich es geschafft. Endlich! Guten Tag, Herr Vickery. Schön, Sie zu sehen. Ihre Brüder haben mir schon viel von Ihnen erzählt und haben gesagt, Sie kommen heute mal vorbei. Du kannst ihn! Ich weiß, wer du bist! Wieso manipulieren die alle? Du schaffst unser Gesicht! Du musst es gar nicht verheimlichen! Ich weiß alles über euch! Und ich will alles aufdecken! Ich weiß nicht, was Sie haben, Herr Vickery. Ich bin der Herr Glentley. Ich arbeite schon 9 Jahre bei den Insure. Ja, schauen Sie selber. Du lügst! Lügner! Er lügt! Er hat die Krawattennadel! Genau die! Die haben alle, die zu Saxid gehören! Schein, jetzt beruhig dich. Er ist Versicherungsvertreter für Corrigo-Tourismus. Er lügt! Benimm dich bitte. Alle, die bis Benimm dich bitte, du weißt, Vickeris benehmen sich nicht so. Lass mich nicht an! Hast du das ein Corrigo? Er lügt! Ja, hallo, da ist Glentley. Ich bin in Corrigo, im Büro von der Corrigo Tourismus. Ein Kollege von uns drückt völlig durch. Er ist aggressiv und wird handgreiflich. Der Brüder hebt ihn zurück. Kommen Sie so schnell wie möglich vorbei. Nach einem schlechten Tag, wo man meint, es kann nicht mehr schlimmer werden, kann es trotzdem noch beschissener werden. Glaubt mir. Nachdem dann die Polizei kam, haben sie mich in die Psychiatrie gesteckt. Die glauben doch tatsächlich, dass ich mir das alles nur einbilde. Doch, wenn es nur eine Einbildung wäre, dann wäre das Frame weg, wenn man den Film nochmal schaut. Oder?